Haut 14. Sonntag am Joreskreis begrüßen ich für Thomas aus dem Kloster Pepping, wo wir das Fest vom Heilige Benedikt feiern. Es singt Choral Saint-Cécile Reiser Krautem, Dirigentin ist Marguerite Thomé Schmidt, Organist der Romain Ludwig. Nach seiner Introduktion sangen wir Adoramus Te vom Andy Beck, Kyrie von John Levitt, Gloria vom Haydn, Bleibe bei uns von Engel auf Feipel, Sanctus vom Snyder, Jubilate Deo vom John Page und als Schlusslied Sia Hamba arrangiert vom Wilfried Fischer. Durchel spielt als Sorti eng Fuga vom Stehude. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sieft ma dich all. Leif Leid heit zu Pepping an der Klosterkapelle, a leif alle gut, die da iwwer Medien ma dais verbunden sieht. Den Heilige Benedikt, den ma haut zu Pepping feiern, huet Teil liewend Spuren hanner los, am Gebei a senger Ausstrahlung, an de Kunstwirker, an dem wat Benediktinerinnen hei während lange Jahrzehnten gewirkt an hanner los hun. Iwergens ass d'Adresse vom Kloster 3 Rue Saint-Benoît.
De Benedikt huet am 5. an am 6. Jahrhundert gelieft, an die ganz benediktinisch Tradition begrünnt, die man bis haut a viele Klöster rümfannen, so wie bei Jeis zu Kliew. Sie basieren sich op seng Regel. Ma den Hellige Benedikt huet och de normale stieflichen Äppes zu soen. Benediktinisch Liewen höllt Realität an ihrer Vielfalt als Geschenk vu Gott, an als sein Obtrag d'Welt zu gestalten. Eisen Alldach soll op Gott hin transparent gehen. Mat Benedikt as Realist. Je kennt d'Schwächen vun de Mënschen. Weder vun de Pateren nach vun de Novizen erwätien, dat ze schon op der Erd helliger sinn. Wichtig wie hin ass, dass de Mönch op der sich ass no Gott. Religious Seekers finde ich jo haut viel. Für den Benedikt weist es, Gott sichen sich für allem am Eifer für den Gottesdienst, am Lese von der Heiliger Schrift, am Verrichten von der täglichen Arbeit und am respektvollen Umgang mit den anderen. So wie einer Großheiliger, den Ignatius von Loyola, den Nikolaus von der Flü an Sophirun, hat den Heilige Benedikt ein Gebet formuliert, das aufhängt mit «Suscipe me Domine», «Hol mich op her», nur dem Wort an ich werd leben. Diesen «Suscipe» will noch mehr Eis zu Ege machen. «Hol mich op her», «Hol mich unher», an ich werd leben. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hun, eis all eis Schuld no losen, as ein ewig Liewe schenken. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns im heiligen Benedikt einen Meister und Lehrer geschenkt, der uns anleitet, dich zu suchen und dir zu dienen. Gib, dass wir der Liebe zu dir nichts vorziehen, sondern voll Freude und Zuversicht auf dem Weg deiner Gebote dir entgegengehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Sacharja. So spricht der Herr: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der
dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es waren mal ein Kind, den hat 3 Jungen. Davon waren da 2 ganz clever und gescheit, aber den dritten, den hat nicht viel geschwärzt, wusste nicht viel, aber war ein ganz beschränkter Geist. Er kam sich selber nicht aus der Face. Wem von denen 3 Jungen wird den alle König sei Reich vermachen? Doch sicher nicht dem dritten. Den hat von 4 ran keine Chance. Die war überall durchgefallen und aufgeschrieben, so hu sing schlau 2 Brüder gemengt, so nicht für so ein Trillert gehalten und einen ausgelacht. Ma, wie der Märchen so geht, grad den Hennes vom Betrieb, besteht her no all Bewährungsproben, schafft die schönste Rangarbeit oder rett Königsdurchter. Also kritieren Kron und nur du nur nach lang am mat Weisheit regiert. Aber wenn er nicht gestorben ist, da lief er nach Haut. Da das Lektion von der Geschichte, sie durchkreuzt die üblich wüde Schoß. Wie ein Weh selbstverständlich Platz unterspitzt beansprucht, die Gött zurückgestutzt, so wie die 2 Brüder. Es sind eben nicht immer die heich geluft, die dichtig, die Schlaumeieren, der vollig tippen, die Trenne machen, aber auch mal die Ahner, die unscheinbar, efältig und einfühlsam. Grad die unscheinbar, die kleiner schwach, hunne doch dem Herrgott ugedien. Für sie huet hien eng 4 lebt, sie sind sing Lieblingen. Und nicht unbedingt die mengen, sie hätten hier mat der dicker Zeif. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast, sagte Jesus am Evangelium. Jo, die Kluch an die Genisch, die Mengen se viren net, hunnet schwer, sie überschätzen sich, die gern überhirflich. Die demütig erkläng, Jesus nennt sie, die unmündig, hunnet dumme einfach. Sie wisse gene, dat sie nicht aus sich selber heraus bestohe können, dat sie ugewiese sinn op heieres a gräseres wie sie selber. Dofir erkennen an unerkennen sie mat méi Facilität Gott als den Herr vom Himmeler von der Erd, an dofir och, dass de Jesus hinnen de Weh bei Gott weist. Für eis bedeutet es den Opruf zu Demut. Et soll ke so mussen, ma hätten als Geburtsschein verloren. Wat viele Leid liewe schwer nicht, lief alle gut, als Dachs haut des Tags die vollen Terminkalender. Nach sehr des dann der erledigen, Stress, Zeitgedimmer meier Klang Eneten zerdeelt. E bisschen wie eng Zosis, die an immer mehr dünn Rundele geschnitten gëtt, bis die hauchten Tranchen nur überhaupt nicht mehr schmecken. Den Zeitdruck hindert uns daran, etwas richtig zu genießen. Bei all dem hin und her haben wir das Bedürfnis nur Ruhe und Entspannung. Wir träumen von unverplante Zeit, Stunden, die nicht an Minuten und Sekunden zur Luft gehen müssen. Oder aber, dass der Konträr, und das gerade so lästig, ein Kalper den Eidel ist, an dem dann ob manst so nervt, wie wenn prall voll wird. Wir kriegen Zeit nicht totgeschlagen. Wir brauchen so aber etwas, womit wir als Zeit abfüllen, ein Zeitvertreib. Wir wollen aktiv sein, es abbringen, ob kein Fall etwas verpassen, a jo nimme kein Langweil abkommen lassen. Die eng zu viel, die einer zu Mann. Wie du ein Equiliber fanden an die fameuse Work-Life-Balance herstellen an Halen. Gucken wir auf den Jesus. Auch bei ihm fanden wir die 2 Wollen.
praktisch vor Geburt und als sein Leben markiert durch ein gewiss Unruhe und Unsicherheit, durch erzwungene Flucht und freiwillig Pilgerschaft. Und darüber heraus entsteht mir in Rim dax genug Hektik an Wirbel. Denke mal dran, wie jemand 12 Jahre am Tempel sein Entourage an Aufregung versetzt. Oder aus den Auseinandersetzungen mit der religiösen und politischen Autoritäten von seiner Zeit, wo richtig die Fatze fliehen. Und da sieht also gerade diesen unruhigen Jesus, wir haben es am Evangelium hören, durch Hirn sollen Menschen Ruhe finden für ihre Seelen. Wie kann er so etwas für sich behaupten? Mein Schach als Licht, seht ihr. Bild vom Schach, das Jesus hier gebraucht, stammt natürlich aus der Agrargesellschaft von Demos. Doxen gowen nun de Schach gespannt und mussten schwerst Arbeit leisten für ihre menschlich Proprietären an Undreiber. Sie waren total fremdgesteuert, fremdbestimmt. Genauso viele von unseren Zeitgenossen sich angespannt an hier menschlich Zwängen und Gewunnichten, angespannt auf Familie, Beruf, Gesellschaft. Und gerade an der Gesellschaft sind so Zwänge so ganz subtil. Von uns wird gefordert, jung und dynamisch, leistungsfähig und immer letzte Wissens- und technische Stand zu sein. Für all diese Forderungen gerecht zu gehen, lehnen wir uns auch selber ein schweres Jahr ab. An Dach kommen wir nicht nur, sind immer an dran, und gehen wir unzufrieden. Das wie ein Teufelskreis. Wir spüren uns fremdgesteuert, fremdbestimmt. An die Haut so dack beschworen Autonomie, Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung als weit weg. Et gëtt leif Matchristen wohl kein Mensch, den an engem heiere Moos selbstbestimmt ass wie den Jesus von Nazareth. Hier war an Akklang mat sich selber, Wellen an Akklang war mat singem Pap am Himmel. So konnt hier an innerer Ruhe, an der seelischem Frieden, ein äußerst bewegend Leben feiern. Hier hat die richtig Work-Life-Balance. Wenn wir uns auf Hirn anlassen, da geht auch etwas davon ob uns über. Für und allem Gefühl, ob ganz gesehen an überhaupt, akzeptiert zu sein, und nicht andauernd durch Leistung als für uns selber, denen anderen nach für Gott müssen zu rechtfertigen oder zu beweisen. Ja, sei ja, wenn wir mit ihm den Match machen, als Licht. Dem Heilige Benedikt gött für diesen Equiliber auszudrücken der Grundsatz nur gesot, den sein Leben als sein Weg am besten charakterisiert: Ora et labora, Biet an Schaff. Ein aktiv Moment, ein passiv oder mehr richtig ein meditativ, ein rekreativ Moment. So wie doch als enger Regel für die Benediktinerorden festgeschrieben hast und haut nach von den Benediktinerinnen und Benediktiner gehandhabt gött. Und noch für eins gilt, für ein innerlich Ruhe, Frieden und Geborgenheit empfindt, die kann sich viel äußer Unruhe und Hektik erleben. Auch wenn man immer nimmen am Ursatz die Frieden erfuhren, den allein Gott schenken kann. Weil wir an einer Welt leben, die zwar schon erleist ist, aber recht ansatzweise, aber wonach viel Unfrieden ist. Durch wir als ein zeitweiliger Rückzug aus dem Betrieb, ein Gedrift von der Welt, an den Gottesdienst, an die Gebet, an die Meditation, nicht nur legitim, aber sogar sinnvoll und heierns notwendig. Das ist ein Plus-Value. Es gilt uns darauf zu besinnen, dass hinter dieser Welt der Friede von Gott auf uns wird. Dazu gehört auch, dass wir das, was wir an unserem zerrassenen Leben und Schuld mitbringen, von Gott umgewandelt kriegen. Die Beruhigung, die hier in uns gibt, ist kein Kirchtrau mit Leben am Überfluss, da uns ein Kehr ganz und total wert geschenkt ging. Bis dahin aber, liebe Brüder und Schwestern, gilt, was den heiligen Augustinus an einem berühmten Satz ausdrückt: Unruhig als ist Herz, bis es sich rufend an dir. Amen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Den Herrgott bringt uns Licht, Gerechtigkeit und Frieden. Mit großem Vertrauen beten wir zu ihm für all die Menschen, die auf der Lesung werden, die von ihm kennt. Wir beten für all, die an den Erwartungen von den anderen zurückbleiben, für die, die mit ihren Möglichkeiten hier best gehen, und für all die, die andere Menschen Courage machen und sie wertschätzen. Herrgott, Herreis. Wir beten für die Opfer von Naturkatastrophen und Umweltzerstörung, auch für alle Menschen, die unter schlechten Lebensbedingungen leiden. Herrgott, Herreis. Wir beten für alle Opfer von Krieg, Hass und Gewalt an der Ukraine, auf Frankreich, am Heiligen Land oder so an der Welt. Für all die verfolgt, unterdrückt oder gefoltert gehen. Herrgott, Herreis. Wir beten für all, die lo oder demnächst an Vakanz gehen. Für all, die wir darauf schaffen, dass sie sicher ankommen und sich gut erholen. Auch für die viel, die sich keine Vakanz leisten können oder darauf verzichten. Herrgott, Herreis. Wir beten für die Krank, für die, die für sie sorgen, für ihre Familien und Freunde, die sich Sorgen um sie machen. Herrgott, Herreis. Wir beten für all verstorbene Benediktinerinnen und Benediktiner weltweit, aber besonders für all die, die hier am Kloster gelebt haben. Herrgott, Herreis. Bei dir, Herrgott, sie mir geborgen. Stärgeist Vertrauen an den lebt, an die schwierigen Momente von unserem Leben, durch Christus, unseren Bruder, an unseren Herr. Amen.
Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben, die wir zu deinem Altar bringen. Gib, dass wir nach dem Vorbild des heiligen Benedikt an jedem Ort und zu jeder Stunde in deiner Gegenwart leben und so in deinem Dienst die Gaben der Einheit und des Friedens erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe des Himmelreichs zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wie aus seinem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herrgott, von dir könnt all Helligkeit. Du verbieten wir dich, machtest Goven hellig durch dein Geist. Lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen von dem jungen eiser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verroden gouf, wo den Tod op sich geholt wird, du hält den Brot aus in Hen. Se den Dankgebiet, bricht Brot, richtet singe Freund a seht, holt an erst alle gut davon, dat Tei as mein Leib. Geht hier gehen für ich.
Nom Essen hölte noch de Kirlich se drimmen Dankgebiet. Rechte Kirlich singe Frinner seht, hol dann dringt alle gut raus. Der teierste Kellich mat mingem Blut, Blut vom Neien an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Äner, wie dat Sünden verziehe gin. Macht es als mein Undenken. So feiere mir hellige Pap d'Undenke vun dingem Jung, die fir Reis gestorven an Oberstern ass, an so afremadiert Brot vom Liewen an de Kirlich vun der Erlesung. Wir sohn dir merci, weil du seist Beruf fir von dir zu stohen, an dir zu dingen. Wir beten dich, lo seist Deel holen Leib an Blut vor Christus, dat ma eend gin durch den Hellige Geest. Denk den Kirche euch dat Welt, a los dei Volk Fussen an der lebt. Ze summen mat eisen Propst Franziskus, eisen Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo, mat de Geestlichen, an all denen, die am Ding stehen vun Dinger Kirch. Denk all als Brüder Schwestern, die vun eis gange sind, an der Hoffnung, dat ze oberstehen. An nun all die Äner, die an Dinger Gnot gestorven sind, hol sie op bei dich an dei liegt. Pap, erbarm dich eiser all. Erschenk eis ewig Leben, mat Maria, der Hellige Gottesmam, dem Hellige Josef, mat dingen Aposteln, an all denen, die Gnot von tu bei dir sind, dat Welt besteht, mat ihnen all, lo seist dich löwen an Ehren, durch der Jung Jesus Christus. Durch jener Matiman an ihm, die allmächtige Pap, an der Einheit vom Heilige Geist, all herrlich geht an ihr, elo an immer an ewig. Als Kanner vor Gott von dem selbichte Papa am Himmel, will man zu Summe beten, so wie Jesus Christus selber eis gelehrt hat, an eis mit ihm zu summen und den Papa am Himmel adressieren. Eise Pap am Himmel, dein Sief geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel so auf der Erde. Geweis halt uns dich nicht Brot, verzeih uns als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Eis nicht an Versuchung, wie man uns frei vom Bösen, weil dein das Reich an euch an Herrlichkeit für immer an ewig. Herr Jesus Christus, du hast zu den Aposteln gesagt, den Frieden lassen ich, mein Frieden ginn ich. Dafür beten wir dich, guck nicht dabei Sünden, wir guck auf den Glauben von deiner Kirche. Gefür wie der Willen ist, Einheit und Frieden. Dem Herrgott sei Frieden, sief ma dich all. Oh
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben das Unterpfand des ewigen Lebens empfangen. Gib, dass wir nach der Weisung des heiligen Benedikt alle Menschen als Brüder und Schwestern aufrichtig lieben und in deinem Dienst treu befunden werden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollendung geführt hat, segne euch und bewahre euch vor allem Unheil. Amen. Das Vorbild des heiligen Benedikt lehre euch und seine Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft am Kloster zu Pepping. Den nächsten Sonntag über Dromatmas von Birgerich. An los schalten wir zurück an den Studio.